Du bist so ein Wichser, Matteo. Du spielst mit meinen Gefühlen. Und dir gefällt's, oder? Hallo, ihr Lieben. Hoi Büsis, Mini-Pronomen sind... Das erste Mal, wenn ich das in meinem Leben sage. Hallo, ihr Lieben. Hoi Büsis, Mini-Pronomen sind he, him. Schreibt eure in die Kommentare. Das ist der Matteo, der Host der Show. Er bestimmt, wie es bei uns sieht und was passiert. Und das sind seine Gegenspieler. Der Phil und der Mayri. Ski und der Writers Room haben geschrieben, was der Matteo muss sagen. In dieser Show geht es um die News der Woche und vor allem um Feminismus. Ein Thema, das mir mega am Herzen liegt. Nur Jo heisst Jo. Da kommen wir auch direkt zum ersten Akt meinerseits. Es gibt verschiedene Formen von Wahrnehmung. Es gibt Wahrnehmung, wie man sich selber wahrnimmt. Es gibt Wahrnehmung, wie die Welt einen wahrnimmt. Und dann gibt es die Wahrnehmung, wie ich euch wahrnehme. Und ich habe jetzt hier ein bisschen Anlege mitgebracht, dass die Welt endlich mal sieht, wie ich euch sehe. Wir machen das mit ein bisschen Fernsehmagic. Hast du die Sachen von mir daheim vom Kleiderschrank geklaut? Ich habe deiner Frau angerufen und gesagt, gib das beste Hemd. Darf ich dich die ganze Sendung abhalten? Ja. Geil. Absolut. Wir starten mit der Skandalnews von der Woche. Apple will das Recht an Äpfelbilder in der Schweiz für sich allein. Also faktisch will uns Apple unsere Äpfel und Äpfelinnen verbieten. Mega übergriffig und offensiv von Apple. Es ist wichtig, dass er Sachen gendert, wo man eigentlich nicht muss gendern. Der Kanton Thurgauerin verliert seine Identität. Seit dem Tag eins haben wir unsere Herzen im Thurgau, feiern und brüllen und scherzen im Thurgau. Der Thurgau ohne Äpfel, das ist wie ich ohne Muskeln. Noch hässlicher. Dabei verdankt Apple dem Thurgau so viel. Zum Beispiel die AirPods und der MacBook Air. Und was viele nicht wissen, der CEO von Apple, der Tim Cook, heisst mit bürgerlichem Namen Tom Köchli. Das ist ein gebürtiger Thurgauer. Glaubt ihr nicht? Gebt euch mal die originale Audiospur von der Apple Keynote 2018. Ja gut, ich bin eben schon ein kleiner Erfinder. Laser, Pistolen, Laserschwerter. Ein Inhalator, der Gemüse länger frisch halten kann. Ein Superauto, das auf Schienen fahren, fliegen. Ich bin vor allem gerade mit dem Stromkreis rausgekommen. Rote und schwarze Kabel habe ich dann verbunden. Und dann, wenn ich mal groß bin, wird ich Dampflok führen. Vom Thurgau zu meinem absoluten Lieblingskanton Zürich. ZürcherInnen sind nicht nur viel erfolgreicher und schöner als BaslerInnen. Sie haben auch die bessere Fasnacht. Das Jahr wieder letztlich. Ui, Jesus Gott in mir, es geht der Blochen auf dem Podest. Es waren 6 Leute diese Woche. 6 Leute ist eigentlich mega ein Männer-Event, aber das Coole am 6 Leute ist, dass ein weißer alter Mann verbrannt wird. Und er muss darum eigentlich den Böck mega feiern. Das Konzept ist genial. Ein Böck, also ein weißer alter Mann, wird auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Das ist Folter in Vogue. Ein klares Statement von der LGBTQ. Da haben wir die. Hä? Das ist so fucking dumm. Ein klares Statement von der LGBTQ-Community. Ich feier's. Ich finde der Böck gleicht mir mega. Gross, weiss und wenn man ein bisschen anzündet, dann explodiert er gerade. Je länger das der Böck brennt, desto beschissener wird der Sommer. Dieses Jahr hat er ganze 57 Minuten gebraucht bis zum Höhepunkt, also 56 Minuten und 52 Sekunden länger als ich jemals. Gut, der Böck hat mehr geknallt als er. Sitzt ihr im Wandschrank und timet mich? Was ist? Wir haben hier recherchiert. Das gehört auch zu unserer Aufgabe als Produzent. Recherchieren im Umfeld. Hat meine Cousine in der geschlossenen ein Telefon? Wie genau? Also Matteo, du bist heute in höchster Form. Moiri, wir haben gesagt, wir heben zusammen. Jetzt, du bist so eine Schlange, echt. Jetzt bist du wieder auf seiner Seite. Weil du genau weißt, wenn du jetzt mit ihm fährst, bin ich nachher wieder der Wichser, der da auf die Streckbank drauf liegt und sich foltern lässt. Wo es sonst noch brennt hat in der Newswelt, gibt es jetzt im Wochenrecap. Die Woche ist am Ende. Willkommen zum Recap. Arme Influencer am Coachella Festival. Statt gestellte Pfettchen ist es teuer, zu überlaufen und langweilig. Genauso wie im Alpamare. Und dort gibt es jetzt noch einen Gegel oben drauf. Schon 100 Mal ins Wellenbad pisst
wisst, aber wenn man einmal gross geht, macht es ein riesen Drama. Der Loser der Woche ist ein Wolf, der ist im Glarus überkarrt worden, darum heisst er jetzt auch Fleischwolf. Nehmen wir das. Hossa Terminator. Der Schwarzenegger nervt sich über ein Schlaglos in Los Angeles und füllt es eigenhändig auf. Leider ist ein Versorgungskanal von einer Baustelle. Eine Studie hat herausgefunden, RaucherInnen auf Tinder haben es schwer. Danke Sherlock. Leute mit einem Crack-Problem kennen eine Nase und der Adi Totoro haben es auch schwer. Nebst dem besten Film, der grässlichsten Durchfall und dem modernsten ÖV hat Indien jetzt auch die meisten Menschen. Toll. In Zürich haben sie tatsächlich den T-Rex Trinity für 4,8 Millionen versteigert. Das ist ein Sechstel vom Budget vom Jurassic Park. Wenn jemand Interesse an einem seltenen Astronauget hat, noch melden. Held der Woche ist der Otto, der endlich mal etwas gegen die überteuerten iPhones macht. Und auch schön unser Mutterschiff der SRG, das 50 Millionen spart und schafft es gerade mal auf 150.000. Gut wie es läuft, für das kommst du immerhin schon mal einen 32. T-Rex über. Motivation wie der Böck, mal wieder am Brennen gsi. Eine Meldung würde ich aber noch gerne nachreichen. Ukrainische HackerInnen haben den AliExpress-Account von einem russischen Kriegsaktivist gehackt. Der Russ hat eigentlich für $25.000 Drohnen für einen Krieg bestellt. Stattdessen hat er jetzt Dildos für $25.000 geliefert bekommen. Ukraine wird so zwar immer noch gefickt, aber wenigstens auf eine schönere Art. Ihr seid so gottlos. Und es macht beiden Seiten Spaß. Schön kommt das aus meinem Maul. Das ist doch toll. Jawohl. So, bevor wir zum nächsten Thema kommen, ich muss sagen, das Skript bis jetzt schlecht. Ich glaube, wir müssen das Ganze ein bisschen auflockern. Und ich will, dass die Community entscheidet, wie wir das hier heute nennen. Nennen wir es Wettenhass 1 gegen Hundesohn. Oder nennen wir es Heul oder No Heul. Ich habe hier eine Tafel Schoki verpackt mit Besteck und mit einem Würfel. Ja, Schokispiel! Wer 6 würfelt, darf schneiden. Sobald der andere 6 würfelt, wird sofort gewechselt. Ihr dürft eure Hände nicht benutzen, es wird nur mit dem Besteck geschafft. Wer zuerst ein Stück Schoki abgeschnitten und im Maul hat, gewinnt. Fernsehmagic. Du siehst aus wie so die versnobte Version von «Wo ist Walter?». Dass ihr euch auch maximal motiviert fühlt, zeige ich euch die Konsequenz. Ich kümmere mich natürlich um eure Gesundheit. Jetzt habt ihr warm und nachher hat einer von euch kalt. 5. Nein! Fang an. Was will ich machen? So ein dummes Sieg! Du musst würfeln, bis du 6 hast. Da ist gar kein Schoki drin. Ah, Mann. Nein! Nein, ohne Hand! Phil hat sich disqualifiziert und hat somit... Nein, Moira, du musst gar nicht weiter würfeln. Er hat die Regeln nicht verstanden. Ja, aber ich hatte Hunger. Ja. Und jetzt schon? Jetzt ist die Frage, ist heute Umkehrtag oder nicht? Nein, es ist nicht es ist der Phil hat mir... Ich kriege gerade von der Regie, jetzt ist die Frage... Nein! Alter! Jetzt ist die Frage, ist heute Umkehrtag? Alter, ich sag's dir wirklich. Es ist nicht Umkehrtag. Ja! 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 Du bist so ein Wichser, Matteo. Du spielst mit meinen Gefühlen. Und dir gefällt's, oder? Zum Schluss eine Story, die die Schweiz diese Woche emotional bewegt hat. Und zwar der Philipp Wiederkehr in einem Eisbad. Anneliegt, Schnaufen. Schnaufen, Philipp. Flach schnaufen. Du weißt, Matthias, der Schluss von einer Sendung ist immer der wichtigste Teil, weil die Leute ab dann überlegen, will ich noch mal eine Sendung schauen oder nicht. Aha. Einfach nur. Hey, bis zu den Nippeln musst du abliegen, Philipp. Tief schnaufen, nicht auf den Schnapp. Ja, lig jetzt ab. Lig jetzt ab. Ja, lig ab. Ja, ich kann nicht mehr. Doch, zurück. Ja, es genau. tut weh. Also, zum Schluss noch eine Story, die die Schweiz diese Woche emotional bewegt hat. Es geht um die Monika Stein. Das ist zu laut. Ja, mach! Ich probiere hier eine Sendung zu moderieren. Das ist mach einfach! Danke an die Kinder. Zum Schluss noch eine Story, die die Schweiz diese Woche emotional bewegt hat. Es geht um die Monika Steiner. Steiger. Ah. Es geht um... Es geht um Monika Steiger. Eine Witwe, die ihren kranken Mann hat müssen bis an Lebensobig pflegen und verschuldet und arm ist. Was machen Sie sonst alles, um möglichst billig zu leben, sage ich jetzt mal? Ja, also ich habe mich gelernt, bucken. Bucken? Ja, bucken. Wenn die in den Laden gehen, sie dürfen nie so posten. Ah. Sie müssen bucken und dann ist das Billigste da unten. Schnaufen, Philipp, tief schnaufen. Komm da wieder rein. Ich mache weiter, wenn du drin bist. Mach weiter. Nein, aber du musst ja mindestens mit dem Folie unter Wasser sein. So. Ich weiss nicht, was sie hat. Ich bin eigentlich Feminist, aber auch ich musste lernen mit Bucken.
zum irgendeinen Job. Gutes Timing. Das ist so daneben. Das ist eine alte Frau, die ihren Mann gepflegt hat. Und ich mache jetzt Jokes darüber, dass sie sich bucken muss. Wirklich. Das ist das Niveau. Nein, du hast das verdient, am Eisbad zu sein. Alter. Steiger, wenn Sie das sehen, das ist für Sie. Monika Steiger hat trotz Schulden noch einen grossen Traum. Ich möchte mal in den Zug sitzen und am liebsten möchte ich so in er hat ja Restaurant-Züge, habe ich gesehen. Ja. So dort sitzen, etwas Feines essen, ein Wein trinken und die Schweiz mal bereisen. Das Geld habe ich nie. Da wäre jetzt so eine, oder? Genau. Gell? Ja. Also sorry, mit ihrem Traum ist Zugfahren im SBB Bistro. Du wohnst direkt neben dem Zuggleis. Fahr halt schwarz, du hast eh schon Schulden. Ja. Und sorry für das Kacks und Hörnli, du musst jetzt nicht wirklich aus dem Haus. Ich meine, der Dümpfiff, den kannst du dir auch daheim holen. Die ganze Geschichte hat jetzt ein Happy End genommen. Nach dem Beitrag sind für die Monika Steiger Spenden von über 4... Das ist schnell, müssen wir nochmal. Nein! 1000 Franken zusammenkommen! Über 10'000! Sie hat jetzt wieder Geld! Die ganze Geschichte hat jetzt ein Happy End. Nach dem Beitrag sind für die Monika Steiger Spenden von über 40'000 Franken zusammengekommen. Wieso kommt Mona Fetsch nicht zu mir? Wieso kommt sie nicht zu mir? Ich habe auch Mitleid verdient. Ich habe schon ewig keinen Verkehr mehr gehabt. Jesus fucking Christ, guys. Und ich rede jetzt nicht einmal vom Zugverkehr. Tschüss! Wer die nächste Show moderieren darf, entscheidet sich jetzt. Ich glaube, aus Mitleid wird es der Philipp. Also entscheidest jetzt auch noch du. Ja. Abonniert den Kanal und drückt auf die Glocke. Ciao, Büssis. Ich hoffe, je Mensch tut dir etwas Gutes. Stay woke. XOXO. Boah, das ist richtig heftig, Alter. Wow!